Vom Eisernen Tor fahren wir wieder nach Westen, ins Tal des Flusses Zapadna Morava, mit mittelalterlichen Klöstern und ekstatischer Blasmusik. In 3 großen Schleifen windet sich die westliche Morava um die Berge Ovčar und Kabla. Entlang des Flusses entstanden im 15. und 16. Jahrhundert viele Klöster, wo sich Mönche vor den Osmanen in die unzugängliche Einsamkeit zurückgezogen hatten. Heute sind nur noch 9 Klöster erhalten. Die Designerin Maruška Topalović ist in ganz Serbien bekannt für ihre hochwertigen handbemalten Seidenaccessoires. Für sie sind die malerische Gegend und die Klöster Orte der Einkehr und Inspiration. Das serbisch-orthodoxe Kloster Nikolja am Ufer der Zapadna Morava. Ende des 14. Jahrhunderts erbaut, ist seine ursprüngliche Form weitgehend unverändert geblieben. Früher lebten hier mehr als 300 Mönche. Heute ist es ein Frauenkloster mit gerade mal einem Dutzend Nonnen. Die Klosterkirche des heiligen Nikola ist die älteste in der Ovčar-Kabla-Schlucht. Von großem kunsthistorischen Wert sind die Fresken mit seltenen Jesusdarstellungen. Von zeitloser Schönheit die Ornamente in den Fensternischen. Das sind Motive, die Maruška in den Kirchen sucht und für ihre Arbeit neu entdeckt. Es ist wunderbar, so mit alten Klöstern und Tradition umgeben zu sein. Für mich eine Quelle der Inspiration. Aufgabe der Kunst ist doch, etwas in die Zukunft zu transportieren, Geschichte zu nutzen und daraus etwas Gegenwärtiges, Zeitgenössisches zu schaffen. Wir begleiten Maruška in das wenige Kilometer entfernte Čačak, das Wirtschafts- und Kulturzentrum der Region. In ihrem Haus am Stadtrand hat Maruška ein Atelier und einen Präsentationsraum eingerichtet. Seit 20 Jahren entwirft und gestaltet sie im kleinen Familienbetrieb Kunstwerke auf Seide, die schon Prominente aus aller Welt und die serbische Olympiamannschaft geschmückt haben. Die handbemalten Schals sind Unikate. Mit sicherer Hand und künstlerischer Fantasie verwandelt sie das Kirchenornament in ein modernes Schalmuster. Ich kann nicht zweimal dasselbe machen. Ein Motiv verführt mich. Es ist ein Spiel, es noch schöner, besser zu machen. Wer das Glück hat, mit Farben zu arbeiten, lebt in einer anderen Welt. Aufgabe ist es doch, diese Welt anderen zu zeigen, die dann vielleicht Gefallen daran finden.